Ja, haut schwätzt man dann mat engem anderen Residenzverein, wenn man bisse jo willlle kucke, wer für Residenzvereine hummer hai nach Campus an Claude, du bist Präsident vom Volleyball an können Sie das erklären, für wat der do Residenzverein ass? Ja, ich mein, also Verein, das ist ein Fusionsverein von 3 Vereinen, den nächsten evidemment Residenz, den zweiten war dann den Smash 03 Beggen, den dritten Rollinger Grund. Also ich der Verein ist 1966 gegründet, ging das über 50 Jahre hier. Und ich meine, das ist ein Verein, den mit vielen Equipen im Moment operiert. Man hat wahrscheinlich noch nie so viele Members wie heute. Ich meine, an den letzten Jahren stellen wir fest, dass mehr Interesse ist, als für Volleyball zu spielen. Und eine konstante Croissance. Ich meine, für vielleicht ein bisschen zu erklären, so die einzelnen Vereine, kann ich vielleicht den Max-Tour gehen, der vom Smash 03 kennt, kann vielleicht ein bisschen erklären, was damals geschieht, als wie die Fusion stattfand. Ja, gucken wir mal ein bisschen Fusion, da schwätzen wir ein bisschen über den sportlichen Deal nach von Haut. Gut. Ja, denn für was sind die Fusionen entstanden? Da das für gut 25 Jahre dann hat Walfer Bemol leider keine Herren mehr an hun nach erfolgreich mit den Damme gespielt. Mir was viel mehr wichtig war, dass die Zeit als nach ganz wenig an Touren investiert ging. Und irgendwann denke ich, dann der Club von Beggen, auch wo Walfer sich die Summe fand. Beggen hat just Herren, Walfer just Damen. Voilà, du lunget Ball auf der Hand für zu sagen, kann man fusionieren und dann gehen wir besser Gas am Niveau von der Jugend, für das wir da als Zukunft können bauen. Gut, da kann man gucken, Lomol haut an sportlich schmengen ass den RSR war für Begriff, ne? Das ist ganz klar. Wie von hier so wie ist der aktuelle Moment? Wo stimmen wir im Moment, Claude? Ich meine, fängt man mit den Damen an, weil effektiv an den letzten Jahren die erfolgreichste Equipe von uns war. Die sind an der Halbfinale vom Championat. Da haben sie Samstag leider verloren, den zweiten Match ganz knapp. Am 5. Satz, mit der erste Samstag, also ein Entscheidungsmatch, für zu gucken, ob man näher ans Finale kommen. Und Munlo 6 Titel in anderen bei den Damen gewonnen. Und ich meine, das ist eine schöne Leistung. Ich meine, bei den Damen-Equipen, das darf noch nicht zuletzt übergehen, dass eine enge Equipe so viele Titel in anderen Nähe gewonnen wird. Bei den Herren sind wir nur an der ersten Division, sind wir gut im Mittelfeld, sind wir am Gang abzubauen. Und das Jahr geht es wahrscheinlich nicht nur für die Nationaldivision zu steigen. Aber ich meine, wir gucken mal für ich denke, der Moment, da wir nicht zusammen zu kriegen, für das zu machen. Aber was mir wichtig ist, also für uns wie Titel, das ist aber trotzdem für zu gucken, wie wir lösen eben als Jugendliche auch da können wir dran kriegen. Und der Bitte ist also für denen eine gute Chance zu geben, eben, wenn wir können Match spielen und für einen interessanten Success heute zu Walfer zu machen, sodass sie können heim bleiben, dass sie nicht müssen in seiner Stunde gucken gehen. Ich meine, was logieren da ich das, ich meine, da kann der Max vielleicht noch etwas dabei sein, was wir da in der letzten Zeit gemacht haben. Da ist ganz viel geschieht. Genau, und dann gehen wir direkt weiter für ein bisschen die Jugendarbeit, den der Stag sich von einem Verein aus. Absolut, ich meine, da muss ich in Heinz auch ein bisschen selber zurückgucken, haben wir alles richtig gemacht, haben wir Sachen eventuell falsch gemacht. Wir hatten, wie gesagt, wie wir fusioniert waren, haben wir direkt richtig Gas gegeben und da haben wir auch eine ganze Reihe Jugendlicher hochgezogen, die teilweise heute noch an den nächsten Equipen spielen bei Eis oder den einen oder anderen mal vielleicht an einem anderen Verein, aber das ist auf einem ganz hohen Niveau. Weiß, dass wir keine Schlechtarbeit gemacht haben. Muss ich aber so, und irgendwann denke ich, waren wir wahrscheinlich ein bisschen zu viel konzentriert auf Leistungen bei den Senioren, das heißt bei den Damen so gut wie bei den Herren, und haben wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt, für da konsequent Not zu schaffen. Dadurch also Lachensternen, und ja, das muss ich dann irgendwann denke, probieren zu füllen, und das für allem mit ganz guten Trainern. Und kann man profitieren, noch denen Merci zu sagen, weil wir haben da wirklich ein ganz gutes Staff im Moment an alle Kategorien, und da sind wir wirklich umgegangen, als noch viel zu schaffen, und wir gehen da an alle Kategorien da schon nur wo es entsteht, denen aber viel versprechen, dass wir die nächsten Jahre. Ja, ich gebe noch etwas dazu gehen, dass wir hatten immer das Problem, dass ganz innen am Fongehol die Kategorien so 3 bis 9 Jahre, da hat man nie etwas von Jugendlichen, und da sind als viele immer
Sportler oder zukünftige Sportler verlorengegangen, sie wird den Fußball, das ganz klar in aller echt den Sport, den Apps Kapitel für die ganz Juren mit bestimmter Runde Basket, soll kein Konkurrenz sind, aber voilà, das ist eine Observation, die wir gemacht haben. Und voilà, da haben wir damals die Bouncing Grizzlies, das ist von 3 bis 7 Jahren, haben wir eine Kategorie beigemacht, und wir haben eine Kategorie zwischen denen an unseren Minimen oder nur 13, wie das nennt, beigemacht, und da haben wir auch ganz viel Erfolg, und da merken wir auch, dass das ganz hilfreich ist für die Zukunft. Und dann zum Schluss nach dir doch der Beachvolley, dann können wir auch vielleicht etwas dazu so wie willst du kurz ein Statement dazu machen? Beachvolleyball, ich meine, das war sicherlich etwas, das zu Wolf war ganz großgezogen ging zu Lützeburg mit einer ganz Reihe Spieler, die wirklich extrem viel trainiert tun. Das ist ein bisschen aufgeklungen, die letzten Jahre auch darum, nicht immer einfach für all die nötigen Leute rundherum zu haben, für das zu quadrieren. Und aber auch muss ich erkennen, dass das irgendwann all die anderen Clip auch erkannt, dass das schon ein Teil vom Volleyball, der noch ganz interessant ist, und wo ihn dann noch vielleicht, by the way, vielleicht mal kann den einen oder anderen Euro kann, mal Turnen und so weiter verdienen, sodass man natürlich da auch auf der anderen Seite die anderen Vereine hatten, die das auch exploitiert tun. Du hast ein bisschen mehr losgegangen. Die gute Novelle ist aber, dass man da, und da kommen wir im Träger Türen, dass man da probieren, die große Spätfreier respektive Sommerpause zu nutzen, für da Martin an das anzugehen. Voilà, merci. Ja, und da wünschen ich ihr natürlich für den nächsten Samstag viel Erfolg. Wir können leider nicht gucken kommen vom Basket, weil wir haben noch ein größer Manif, ne? Eiskup schläft dann noch da. Also merci für das Kommen, ihr zwei. Du wolltest ja wohl alles Gutes wünschen für die Finale, dass er die Wand. Ja, und mir ist dann noch merci für das Kommen. Ne?